Eng Ovationsfeier fir den BBC Gringewald wo d'Damenekipp des Joer Champion Guinness an der Total League, sowie d'Scholarsekipp vun de Mädchen och Champion Guinness an hireer Kategorie, gouf vun den Gemengen Responsablen als Gros Eier ugesinn. As engeriert ass den Bojemeester Remer Weidert och op den Historik vum BBC Gringewald ergangen. Dan en dat bisse guckt, welch Evoluioun de BBC Gringewald gemerk huet an den 72 Joer, dann ass dat schon spektakulär. Sie hunn demals zu Hörcht der dugefangen am Café Theisen, sie hunn do Makerbodem gespielt, da war immer Bulli, dat war 1947 bis 1957. 1957 sind sie han de Gastronomgang, wo se een Asphaltterrain agericht kruten. Am Joer 1964 hunn sie een Terrain käft, den Aslowen op der Bun, Landste Trüdler Bun. Do hunn se auch an de 70er Joren nach Duschen an och Ömkledereim agericht schwengen. Dat war en ganz Evoluioun, die se mat gemete bis dann 1981 die echt Sportzahl am Sand Kommmers schwengen de Basket as jo eigentlich en Halesport. An dat war die echte Käier, wo se da konnten an der Hal spillen. Wat Lot Dammer betrifft, diese 1961 an Liewe gehof gefir waren nëmmen Herren. An am Ufang meine ich sinn se mat de Wëlle op Matscher gefuert, sie hatten mo kein Auto. 1961 wie Dammer kom sinn och Schulen de Kippe kom, dun ass dat schon Mobilitéit besser ginn, dat ze mat Auto konnten transportéiert ginn. Ech menggen 2005 kom du die Zweetsportzahl an wann guckt wie de 34 Joer nach war vum BBC Gringewald, du hatten se nenge Kippen an 135 Lizenzen. D'lächt Joer waren 16 Kippen an 320 Lizenzen, do vun ass talschen Juren. Dat muss mal bedenken. An wann guckt die 2 Halen, die man lo doënnen hunn, de gi knapp dofir können all die Trainingen, die mussssen aufgehalen gin fir de ze assurieren. Wir sind uns bewusst, dat wir enke mussssen och nach van enke Terrain do innen am Sand hunn, fir do nach auszubauen, fir nach méi Kapazitäten zu schaffen, fir och Jouren fir de Fußball an och fir de Basket an noch nach aner Sportlerarten. Dat gesot ich menggen das bemerkenswert, wat als medische Scholären das ja fertig sprcht hunn, dat sie an ihrer Kategorie Champion gesinn, dat as een Zechen dat Jouren vum Verein gut gelebt gëtt, an och dat de Komitee eng super erwicht mecht an noch Trainer fir dat sie so weit kommen sinn. Och als Damenekipp an der Total League huet super gespielt, schmengen Cupfinal géint Stesel, bon, dat ass net so gut gangen, méi awer géint Diddling ass de Match oder de Champion der Lächte se kom gewonnen ginn. Wir waren zu Diddling op dem Match an dat war super, wie se do nach den Dreier geschossen an du waret geschitt. Dëuf hier még Felicitationen, das wirklich immens an mir sinn als Gemeng och houfrich dodrop an dat fir eis Gemeng och eng Eier schwngen iwwer wann schwätzte iwwer den Basket, da so ons jo de BBC Gringewald Dammen déi hunn dës ja e super Resultat machen. Dat ass gut an dufir so ich auch vielmals Merci. Und ich hoffe, dat dat och an der nächste Saison kann so weitergoen an dat Mädelsche och lo de Courage hunn fir nach mi drop ze goen, fir dat ze méi nach die nächste Kreafierung kommen, a vielleicht doch nach Rane kippen, wat fir eise Basket ganz gut fir. Felicitationen und die 2 Traineren sowie un verdienstvoll Komiteesmembren stungen Programm. Ihr dank Mädelscher fir hier Verdienster mat engem Scheck belohnt goufen.
Uschließend huet den Präsident vom BBC Gringewald et sich net hole gelos für un Bürgermeister ein Gedenktableau zu überrichten. Kriterium Europäen die Jeunes, als auch an der Gemeng Niederlande passiert. Mit Depart bei der Gemeng an der Arrivée zu Hurstadt bei der Gare. Hai ein paar Impressionen. Froh, dass wir hier können die Kurse gemacht organisieren. Ich meine, das schon für dritte Feld, wenn wir das machen. Und wir sind froh für die Jugend zu unterstützen. Das ist ein ganz schwerer Parcours. Aber ich bin überzeugt, dass die Jungen das gut bewältigt sind, dass sie auch gut fahren damit. Hoffen, dass es kein Feldfeld geht. Viele Besucher mit der Bierge Hof. Und ich hoffe, dass kein schwerer Feld und dass die Beste gewinnt und dass sie eine gute Karriere machen. Sian Euterbrücks Kartei eng Flottkor bei Lieverecht vom echte Chefen von der Gemeng Niederlande den Jean Schilze an noch Felicitation von Benoit Reisen an der Mä eng Foto zu summen am Vainqueur Sian Euterbrücks den Chlor dominiert das Etappe souverän nach Gemächstadt. Alors Kian, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu as fait un vrai exploit aujourd'hui, j'ai vu, sur cette étape du Tour de Luxembourg. Ouais, c'était l'étape qui montait le plus, donc c'était l'étape pour moi et l'étape où il faudrait faire le classement général. Donc j'ai attaqué tôt pour prendre le plus possible d'avance et c'est bien passé. J'ai le maillot jaune, donc c'est bien. Et tu as pris quelques minutes sur tes concurrents, mais j'ai vu à un certain moment, il y avait un Suisse qui venait sur toi. Est-ce que tu étais au courant? Oui, de ça j'étais au courant. Mon directeur sportif me racontait qu'il y avait un coureur dans un coup à 50 secondes. Et alors j'ai fait un rythme plus dur. J'ai commencé à rouler un peu plus vite et à la fin j'avais plus d'avance alors. Il y a un petit autocar ici qui nous gêne un petit peu, mais ça c'est pas grave. La victoire elle est quand même là. Qu'est-ce que tu comptes encore faire cette année-ci?
D'abord finir le Tour de Luxembourg et demain contrôler, alors la gagner. Et puis j'ai encore quelques top compétitions en Belgique, quelques grandes courses là-bas et le chrono des nations. Voilà. Et tu comptes gagner une de ces courses? Oui, je vais essayer quand même de gagner une de ces courses. Oui. Très bien, merci. Classement général individuel. Le maillot Luxembourg. Let's make it happen. Sian Uiterbrooks, Team Wallonie. Alors, beaucoup de maillots distinctifs pour lui. Maintenant, le plus beau, je le dirais, le maillot du Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg, Let's Make It Happen. Voilà, ce beau maillot qui est sur les épaules du vainqueur très dominant aujourd'hui. Il le mérite entièrement cette distinction, que ce soit pour la victoire de l'étape, le classement par points. Alors, voilà, tous les maillots distinctifs seront présents. Voilà, we hebben ook die Anna Tricot, die de vainqueur alle goeden uit, de Sian Uiterbrooks, nog 3 tricots, ook zit dat een Luxemburg Let's Make It Happen, een maillot jaune, maillot Loterie Nationale voor punten aan de beste van Grand Prix de La Montagne. En dan de beste jeune, de Aaron Dox. En dan wil ik zo enkele profiteren van de gelegenheid. Merci zo, Herr Schilz. De merci wat op een herboje meester, dat tip-top zo. Merci gezond. De 22e criterium European des Jeunes is een dikke merci. Merci aan de syndicaat initiatief, van de aanvang. Merci aan alle goede die Leute, die is in hand wat gepakt doen. Merci aan de journalisten, fotografen, media. En dan nog Police Lützeburg, de ambulance en alle goede streckenposten. En die veel sponsoren die we hebben. Dafür is alle goede een ganz schöne over. Nuit des Sports, organisiert von der Kommission des Loisirs von der Gemeinde Niederanven, konnten sich jung an all an den verschiedenen Ateliers sportlich betätigen. Guten Morgen alle Leute, mein Name ist Rose Scharf, ich setze während 3 Tage Burgermeister in Kansas und ich assistiere hier an der Nuit du Sport. Das am Anfang ein Après-Midi du Sport, was wir ein bisschen viel gezogen und auf 4 Uhr, dass auch Kinder können richtig partizipieren, sie sind auch richtig gut drauf. Es steht unter dem Motto von Bewegen ist gut, gesund essen, was auch wichtig ist für uns Kinder. An dem 7 Uhr geht Relief geholt an der Piscine, wo dann auch viel Spaß und Freude ist. Der Football ist vertreten, der Basket ist vertreten, der Tennis, der Kloterclub, der Karate. Schon bestimmt noch viel vergisst, aber das am Anfang auch für die Vereine zusammen zu kriegen, und für die Zeit zusammen sollen etwas für den Sport hier an der Gemeinde machen. Als ich mal beim Atelier vom Kloterclub Niederanven, Kloterwand wieder gesehen, wir haben das Jahr für die erste Jahr zusammen mit unseren Opus Gemengen ein Highlight pro Gemeinde gemacht. Das heißt, mit einer Arbeit, die 4 Hinternier von Schötter auf Kontern, auf die Niederanven und auf Sandpfeiler. Da kann er mitmachen, kriegen extra Stempel. Und dann haben wir dann fortdrop eine Preisüberreichung für die Kinder, die die Feieratelier mitgemacht haben. Ich bin den Tyson Michel, ich bin Trainer hier am Kloterclub Niederanven. Wir haben verschiedene Ateliers zur Verfügung, zum Beispiel den Bungee in the Dark. Da kann ich dann hochklammern und sich bis zu 8 Meter ungefähr fallen lassen. Zusätzlich kann ich einfach normal klammern, wie ihr in der Kloterwand kennt. Auf eine normale Seele hochziehen. Und noch spezielle Sachen wie in der Bierger möchte, selber auflösen und so weiter.
Wir organisieren heute zusammen mit der ACC Kont an der Hirondelle und der Fondation Kim Kirch und den Uphill Challenge heute zu Hurstadt. Das ist ein Velos-Event für den guten Zweck, wo jeder soll pro Tour etwas sponsoren. Das ist die 4. Edition, das Jahr haben wir 90 Kureren. Für 3 Jahre haben wir heute angefangen. Das erste Jahr haben wir 8.000 € für Make-A-Wish gesponsert. Das Jahr darauf waren es für Lübs 10.000 €. Und letztes Jahr waren es auch 8.000 € für, du weißt es schon nicht mehr. Und das Jahr ist es für Médecins du Monde. Wir hoffen, dass er Erfolg geht. Ihr seht, wir als Tip-Top geht essen und trinken. Und so alle Kurer, merci, die heute dabei sind. Und voilà, bis nächstes Jahr. Salut alle Kim Kirchen hier im Uphill Challenge, die 5. Edition. Und super wieder haut. Und schön, dass nicht alle dabei sind, mir alle die Haut da waren, die haben Spaß. Und so, noch Essen zu trinken. Und ich mit der Equipe VMP sind wir natürlich mit dabei. Hoffen, dass wir natürlich ein Podiumskonvert können belegen. Wir gehen alles an 3 Stunden Velo pur, man enger kleiner Monte. Und ich hoffe, dass ich vielleicht auch erst nächstes Jahr rumgesehen, die vielleicht heute nicht dabei waren. Dafür gibt es eine Jahr Zeit für 40 Breden an den Uphill Challenge. Nächstes Jahr, der wäre dabei vorne. Bienvenue hier vom Uphill Challenge zu Hurstadt. Mein Nummer zu Paul, neben mir ist Max, ein neues Teamkapitän Nathalie. Wir sind vom Büro Inka, und wir fahren für einen guten Zweck mit. Also Büro ist nicht an von hier. Aber wir wollen noch bei besseren Mengen weisen wie das. Und da beginne ich mit weiter Max. Max, wie bist du? Was sind Impressionen hier? Moin, das ist super, aber das ist schon ein harter Birch. Also allrum geht es schwer und mit der Hütze geht noch, mehr. Das ist sauer. Immer im Talschen drauf. Und voilà. Und du, Nathalie? Aber man muss mal hier die Veranstalter loben, das ist super organisiert, das ist für alles gesorgt, es wird sich rund um die Uhr gekümmert, fantastisch, wirklich ein gutes Lob. Schöne gute Mittag. Das wirklich Flot, dass so viel Leute das zu unserem Hai besicher kommt sind bei diesem großen Generationsfest vom Sipa Grengewald. Es geht all Jahr immer besser. Und das ist wirklich fantastisch, dass nicht nur Familien, mir auch Kollegen aus der Gemeinde hinkommen, Politiker, gesagt in die richtige Unterstützung von der Gemeinde dran, wenn wir nicht auch von den Partnergemengen, die hinkommen. Wie gesagt, große Merci für die große Unterstützung. Und natürlich auch und als Amical Rothschild für Tombola, die sie machen, für all die Freiwilligen, die heute helfen. Und natürlich auch und als ein Fotoclub von der Gemeinde dran, speziell um den Präsident Toni Tintinger, den uns mit seiner Ausstellung von seinen Leuten von ihm ganz unterstützt wird. Wie gesagt, das ist immer fantastisch für das zu machen. Wir werden natürlich auch beglückt mit dem wunderschönen Wiederhaut. Das hilft natürlich auch. Und wenn ihr rundherum guckt, da seht ihr, wie viele Leute uns heute unterstützen. Vielmals merci und alle Guten und wir hoffen, dass wir uns auf das nächste Fest mal hier sehen.